Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wundervoll. Und das ist nicht so. Sein Wort ist wundervoll. Und wir freuen uns, dass wir können sein Wort hören und sind nach Samarias. Und von der Samarias auch weiter. So, das ist eine gute Fähigkeit, dass wir können haben. Sein Wort zu predigen. Weil es das wunderbare Ding. Von der Samarias wollen wir weiter wiedergehen in uns Kolosserbuch. Und wir sind mit dem letzten Kapitel gekommen. Kapitel 4. Und ich will von Vers 2 bis Vers 6 von der Samarias übergehen. Und von der Samarias handelt es von Gebet. So, die Überschrift hier in dieser Vers, das ist der Abmunterung zum Beten. Und ich dachte, das wird ein guter Thema jetzt zu brauchen dafür. Paulus hat die Kolossergruppe abmuntern zum Beten. Und ich will uns was erinnern, denken haben, von das Brief auch zu der Kolosser geschrieben ist, dass als du in Christus gehst, zu uns Gemeinde von der und da, zu unserer Gruppe, unsere Gemeinde hier von der und da. So, sein Wort, was immer da ist, in der Bibel geschrieben, das ist für uns als auch von Lehren und zu hören und sein Wort zu uns zu sein, von der Samarias. Weil es in Römer 15, Vers 4 sagt Paulus, was immer vorher geschrieben wird, wie geschrieben, dass wir dadurch lehren sollen. Dass wir durch die Geduld und den Trost in der Schrift würden Hoffnung haben. So davon fingen wir Hoffnung, wenn wir lernen und checken, was sein Wort zu uns zu sein hat, von der und da, wo wir von der und da sind. Und Paulus, die Schrift hier zu der Kolosser, der zweite Vers sagt, halt an mit Beten. Halt an mit Beten. Seid wacker und dankbar. In das erste Kapitel, da redet Paulus von, als sie gehört haben, von ihr Glauben, dass sie wieder zum Glauben gekommen, als sie davon gehört haben, was von der großen Freude und das gegeben hat. Und da sagt er, dass wenn einmal sie daran denken, dann sie halten an, zu beten für Ernt. So da sagt er, sie beten für die Gemeinde. Und hier nur in das letzte Kapitel, da sagt er, dass sie sollen beten. Sie sollen anhalten mit Beten. So er sagt, halt an mit Beten. Und wir wissen ja auch, zu Gott beten, wir rufen wem an, der allmächtig ist. Wir rufen den, der alles in seine Hände hat, alles in seine Macht hat. Wir wissen dort, was immer, wo wir noch Frauen tun, wo wir noch beten tun, da sind wir noch, dort was du tun willst. Er hat die Macht, er kann das tun, er kann uns das geben, wo wir noch Frauen tun, was in seinen Willen ist. Und ich glaube, Paulus, der wusste auch von dieser Kolossergruppe, kriegt es auch von der meisten von seinen Gemeinden, von den Gemeinden, wo er von schrieben hat, oder nur schrieben hat, da redet er immer von Gebet, oder der Abschwappen zum Beten, und kriegt er das hier zu der Kolosser. Und ich habe mal gesagt, dass die Kolossergruppe da, der Amgemeinde, da ging sehr viel amoralisch eingereicht an, was da angehend in ihrer Gruppe, und so in viel zu beten. Und Paulus wusste auch, dass er ein Abschwappen sein. Halt an mit Beten. Halt an damit, weil es entweder fehlen, dass sie kann bestehen bleiben. Und Jesus selbst sagt auch, dass sein Haus, wo seine Kinder, wo sich versammeln, dass der Platz soll ein Gebetshaus genannt werden. Und oftmals zu der Zeit, als Jesus hier irgendwie, er merkt, dass da eine Satz, dass er im Tempel gehen, oder wenn wir Matthäus 21 checken, was das da sein wird. Die Menschen, die haben das Haus im Tempel dort eine Schacherie gemerkt. Da waren diese Schacherinnen und alles und so weiter her. Und das ist nicht, wo das soll gebraucht werden. Und das Jesus hat einen Tag bei jedem, der dieses dort sagt, Matthäus 21, Vers 12, wenn das Jesus ging im Gottestempel nennen, und jucht der alle Rüd, der Bahnen kauften und verkauften. Und er stellt die Geldwechsler er Daschen an und die Düvenhandler er Bänken. So ich habe sein, hier hat er eine Schacherie abgestellt in seinem Tempel, wo seine Menschen so ein Top kommen zum Beten. Das haben die gebraucht, um eine Schacherie machen. Er sagt, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Aber je merken dort eine Räber heil durch. Je merken eine Räber heil durch. So, und das möchte Jesus sagen da. Er stellt dort alle an, er dascht und alles, wo sie wo wir schachern rein, und er hat sich eine Pitch geflochten und er juckt da alle raus. Er sagt, mein Haus, steht geschrieben, das soll ein Gebetshaus sein. Und er sagt, das steht geschrieben, und er braucht die Schrift, glaube ich, was in Jesaja 56, Vers 7 sein, der sagt, und ich will an nur meine heilige Boy bringen,
en aan dort loten schein gehen in mein Hus, wo je anbeten. Brandopfer en Schlagopfer worden auf meinen Altar angenommen sein, wils mein Hus wird für alle Fälle ein Bethaus sein. So dit zit hij dit wordt angenommen sein. Van de zijn Hus worden brücken aus ein Bethaus, te alle Fälle. Jeder einer ist eingeladen, zu dessen Tempel zu kommen und zu beten. Das ist am angenommen. Das ist Jesus angenommen. Das wird er will haben, was sein Hus soll sein. In Christus sagt er hier von der zu uns auch, dass mein Christus von uns von der Tag nach, das Hus, wo wir uns versammeln, das soll ein Bethaus sein. Nicht der Brücken zu alle anderen, was am nicht nie geben wird. Ein Bethaus, sagt er. Und ich dachte an, als ich das studierte, und ich habe mehr mal daran gedacht, die Bibel, der redet viel mehr von, in seinem Haus soll gebetet werden, als gepredigt werden, oder gesungen werden, oder eins von anderes. Ob es war, das auch sagt, nein, geht essen, geht es. Aber am ist das wichtig, wenn wir das sein Haus brücken als ein Bethaus. Das wird er sein, das wird sein Haus soll sein, und das ist von der für uns gleich so. Das Haus, wo wir uns versammeln, dann als seine Kinder, wir sollen das brücken als ein Bethaus. Das Predigen ist auch sehr wichtig, das ist sehr gut, weil es durch Predigen, durch Gott sein Wort predigen, kommt der Glauben. Menschen, das wird hören und das gepredigt wird, dadurch kommen die zum Glauben. Und wir wollen mit Leuten hören, wo Paulus auch Frauen hat nur gebet für die Gelegenheit zu predigen zu den Menschen. Und du vielleicht nicht, dass das in der Kirche passieren soll, aber persönlich, wo er die Gelegenheit kriegen soll, und er vielleicht nicht gebet dafür. Und so die Bibel sagt dann zu verschiedenen Stellen, dass wir können persönlich mit Gott reden, wo immer wir sind, wenn wir ein Bedürfnis haben. Wir können arm gehen, wo immer wir sind. Und er hat auch darum, dass wir allein gehen mit Armtaub, dass wir im Gebet gehen, und auch besonders in der Versammlung. Er sagt, auf einer steht, wo 2 oder 3 sich versammeln, und sie nehmen, du hast in der Mad. So, das ist ein gutes Ding zu machen. In Philippa 4, Vers 6 sagt, das sag ich am Nisch. Lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sagen, alles weiten, was ihnen fehlt. Alles weiten lassen, was ihnen fehlt. So, und dann wird das, was immer unsere Bedürfnisse sind, soll wir in Gott kommen mit Beten und Prachen und an Dankschein sein. Uns bedanken dafür all, für was er tun. Im Glauben ankommen, glauben, dass er was tun, wo wir eine Frau tun, dann können wir uns bedanken dafür. Dann sagt er, in Gott sein Friede, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was die Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dann wollen wir in Frieden in uns haben, wenn wir dort wollen üben und dort wollen tun. Und auch zu der Thessaloniker schreibt er auch in 1. Thessaloniker 4, Vers 17, sagt er auch, halt on mit Beten. Gleich sagt er, der Kolosser sein, er sagt hier auch, zu dieser Gruppe, sagt er, halt on mit Beten. Sie sollen anhalten mit Beten. Und in Vers 18 sagt er, seid in alle Lehren dankbar. Ich glaube, das ist ein schweres Ding zu tun einmal. Wenn wir uns eins verfängen tun, wo wir das Liebste nicht wollen, dann Band sein, und dann dankbar zu sein dafür. Weil das, was der Chef sagt, das sagt hier, seid in alle Lehren dankbar. Weil Gott dort in Christus Jesus von Jünd verlangt. Das ist Gott sein Verlangen, dass wir, wo immer wir sind, wo immer wir uns fängen tun, und dann wird das aus der gute Tiden sind, schwere Tiden sind, das ist immer Wort, wo wir von lernen. Und deswegen sollen wir dankbar sein in alle Lehren. In alle Lehren dankbar sein. Und das ist, ich weiß, für mich, das ist eine Zeit, das ist schwer zu tun, aber wenn wir uns das wählen, zu tun, das ist eine Entscheidung, was wir uns merken sollen, zu so einer Zeit, uns wählen, dankbar zu sein. Das ist Gott, ich weiß nicht mehr, was du hier was mit das tun, wo ich bin, sein, aber ich bin dankbar dafür. Und dann hat Gott das bis ewig geben. Und er wird sich damit weiten. In 1. Petrus 3, Vers 12 sagt Petrus, weil Gott hat seine Augen ab über die Gerechte und seine Ohren hören ihre Gebete. So hat seine Augen ab und seine Ohren der horchen nur an sich Gebete. Dann sagt er, über Gott hat sich über jeden der gesagt, der durchschlechtet tun. So das ist ein Unterschied. Die, was der Arm die hier tun, der Gerechte, was der Gott tun und was den Verlangen haben, mit Arm Gemeinschaft haben, im Gebet nach Arm kommen, seine Uhren sind up nach seiner Stadt. Das ist der Janje. Aber der, was er nicht Gott tun, was er nicht Gott tun, der, was er jeden Arm sein,
du hast sich je in dir gedreht. Gott hat sich über je in dir gesagt, der du schlechtet tun. Aber wir machen auch, wenn wir beten, dann wir weiten nur die Schrift nur, dass wir machen Sachen merken, dass unsere Gebete ablehnen, dann sehen wollen nur. Wo immer wir nur Frauen tun, dass wir Frauen nur sehen wollen nur, das soll passieren, nur sehen wollen nur, nicht nur uns wollen nur. Ich glaube, oftmals dann, wir sind wohl ans Leben, wo wir leben, uns fehlt dort, oder uns jankert dort vielleicht, dann sind nicht nur Gott sehen wollen nur. In 1. Johannes 4, Vers 14 sagt er, und wir können uns sicher sein, dass er uns hier und dort, wenn wir arm nur Frauen nur dort sehen wollen ist. Dort nur sehen wollen ist. So dann haben wir uns sicher sein. Und wir tun Frauen, aber wenn wir sehen wollen ist, haben wir Frauen und dort abbühen. Und das haben wir uns verloren, das haben wir uns dann geben. Die Schrift sagt auch, einmal kriegen wir Dinge nicht, wo wir nur Frauen tun, dann weit wir fragen, warum kriege ich das nicht? Warum ich habe doch für Gebet? Warum habe ich das nicht gekriegt? Warum das Gott nicht mir das Gebet nicht beantworten? Aber die Schrift sagt einmal, dann beten wir nicht gewisse Dinge, was wir nicht nur sehen wollen, dass es all sein wird, dass wir uns an die eine Last befriedigen wollen, damit, sagt dort. Das wird Jakobus sein, das in Jakobus 4, Vers 3. Er sagt, je beten und kriegen dort nicht, wils, die mit falschen Ansichten beten. Die prachen am Sachen, die eine Last zu befriedigen. So heißt es, je beten und kriegen dort nicht. Und das ist warum. Das ist warum sie dort nicht kriegen dürfen. Und wir müssen sein, dass wir nicht in so einer Stelle dort sind, wo wir eine Dinge fragen dürfen, bis um unsere eine Last zu befriedigen. So, beten, abrechtig beten, und sei er merken, dass er ablehnt, der hat nur sein Gebet nur. Er sagt, halt an mit beten. Und dann sieht Wacker, aufmerksam sein. Wacker sind zu alle Tiden, wo wir sind. Wir sind in einer Zeit im Leben, wo es sich betonen wird, dass wir sollen wacker sein. Dass wir sollen aufmerksam sein, nicht anschlupen und uns Leuten verführen von falschen Lehren oder was immer da muss sein. Wacker sein, also Ohren aufhaben. Und dann sagt er, dankbar sein, das will ich von hier reden, dankbar sein dafür, zu alle Tiden. Und dann noch eine uns Gebet ist ganz abhängig von uns Glauben, wenn wir das leben tun. Wenn wir das nicht leben tun, dann helpt es nicht beten. Die Schrift sagt, wir sollen im Glauben beten. Jakobus 1, Vers 7 sagt, wer zweifelt, soll nicht meinen, dass er von Gott was kriegen wird. So, dann kostet du verloren. Wenn wir dort beten und dann doch nicht leben tun, auch muss glaube ich, ja, das ist dort. Wir beten und wir glauben das doch. Ab ihren Zeit und uns warten, die leben das in der Wirklichkeit gleich. So, dann sagt Jakobus, dann nicht meinen, dass die wollen was kriegen. Aber wenn wir im Glauben beten tun, auch Jakobus schreibt nachschauen auch von Gebet. Jakobus 4, Vers 15 sagt er, in das Gebet im Glauben wird den Kranken heilen, wird den Kranken helfen. So, wir können auch sogar beten für Kranke. Wenn der eins krank ist, wir können beten für so eine Person und das wird ihn auch helfen. Wir haben oftmals gehört, wenn wir hier in Medweg kommen und beten, dann kommen wir mitteilen, wo Gott ihn geholfen hat, durch Beten für ihn in ihrer Krankheit und so weiter. Und das ist immer eine Freude zu hören, wo Gott die Bete antworten wird. Bloß, das ist der letzte Medweg, ja, kann eine Person hier fahren und Teil mit, wo Gott geheilt hat, wo sie nu wird hier tun, sie wird so dankbar, dass Gott eine Arbeit durchgebracht hat, wo sie wird. Und wir wissen alle, wir haben Gebet dafür, und Gott hat es erhört. Die Kraft vom Gebet. So, das heißt, das Gebet im Glauben wird den Kranken helfen. Und der Herr wird am abrichten, und wenn er Sinn begonnen hat, der wird am vergeben, der wird am vergeben worden. So gleich zu Gott, wir können beten für eine gewisse Person, für wer das ist, für ihre Krankheit, seine oder ihre Krankheiten, aber auch, wir können auch beten, wenn die Sünden begonnen haben. Beten für Vergebung für ihre Sünden.
Epheser 3, Vers 20 sagt Paulus steht, dem, der durch seine Kraft viel mehr in uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können. So er sagt, Gott seine Kraft, seine Macht ist viel gerade, als wir uns denken können oder begreifen oder verstehen können. So kraftig ist er, und diese Kraft die wir haben in uns, wenn wir beten tun. Weil die Schwester, ich glaube einmal, wenn wir diese Kraft erfahren werden, oder wenn wir das glauben werden, ich glaube, da würden wir viel mehr sein in unsere Gebete, in unser Leben, in alles, dann würden wir das wahrnehmen, diese Kraft wahrnehmen, was wir getan haben durch ein Gebet. Dann würden wir viel fürchten an dem Gebet, nur Gott gehen und viele neue bessere Dinge. Wir können sein, nur das schaffen nur. Wo viel große Kraft, wo viel eine große Kraft dort haben ist für uns. Und ich sage, wir können auch beten für Sünden, was wir in Sünden leben tun. In Jakobus 4, Vers 16 sagt er, bekannt können Sünden einer zum anderen und bet einer für den anderen, dass die kann geheilt werden. Und dann sagt er, das Gebet von einem Gerechten kann viel ausrichten, wenn das ab ihrem ist. Hier auch bei der Wandert ab ihrem ist, das kann viel ausrichten, das ist sehr mächtig. Das meint nicht, dass eine andere Person büter Gott kann, wem sie seine Sünden vergeben. Aber wir können anstehen für so eine Person und beten für die. Omdat ich kann Heilung erfahren und auch Sündenvergebung kriegen. So Gott allein ist der, der Sünden vergeben kann, aber wir können beten für so eine Person. Deswegen ist es wichtig und nötig, dass wir unsere Sünden vielleicht einem oder mitteilen und dann in Gebet fragen. Nicht am Vertrauen und Verlangen haben, dass die andere Person mit wem immer wieder mitteilen, dass die was uns die Sünden kann vergeben. No, das ist nicht, was das ist. Aber Gott horcht im Gebet. Oftmals in der Bibel hier wir finden Menschen, die sind krank, wenn sie in den Sinnen gelebt haben. So einmal sind ihre Krankheiten, wenn sie in den Sinnen gelebt haben, deswegen sind sie, wo sie sind. Du wird einerseits ein Mensch, der Jesus heilen wird, der krank, gelähmt wird, der aber mit Rotz liegen und Verlangen hat, geheilt zu sein. Jesus kam da ran und frug ihm, er will geheilt sein, er sagt ja, und er soll abstehen, nehmen sie nicht mehr Rotz und gehen. Und er wird plötzlich geheilt. No, Jesus sein Wort noch. Das fingen wir in Johannes 5. Und dann Lothar, als die Menschen schwach geworden wird, deshalb wird sie nicht mal so reich bekannt geworden mit Jesus. Aber er nahm sie nicht mehr Rotz und er kann abstehen und gehen. Und er wird geheilt worden. Und dann sagt er in Vers 14, nur her, fängt Jesus an am Tempel und sagt ihm, check mal, du bist gesund geworden. Du nicht frisch sündigen. So ich habe hier in diesem Menschen, der hat in Sünden gelebt. Und dort wird vielleicht, warum er diese Krankheit wir und diese Krankheit leiden muss. Weil er sagt ihm, du bist geheilt geworden und du nicht frisch sündigen. Du nicht frisch sündigen. Dass die nicht was eidet trifft. So dass nicht noch schlimmer sein mit Amos, heißt hier was wir all. Aber das darf nicht einmal so sein. Einzige Krankheiten sind nicht wegen, dass die Sünden begonnen haben. Und andere steht in Johannes Kapitel 9, da lesen wir von wo Jesus ein blinden Mensch, die Augen nicht mehr anleitet. Wir können sein. Der wird blind geboren. Und da auch die kämen nach Armen, die seine Jünger kämen nach Armen fragen, warum ist das so krank oder warum ist der blind, haftig gesündigt? In Johannes 9, Vers 2 sagt dass seine Jünger fragen am Lehrer, wer hat gesündigt, des Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? So sagt auch im Fuß, der wurde einen Sinn begonnen, warum heißt es dort wir? Jesus sagt, der Mann ist nicht davon blind, dass er oder seine Eltern gesündigt haben, aber deswegen, dass Gott seine Worte und Arm für den Tag kommen soll. So diese Krankheit wird deswegen, dass das wird sein Wort von der Macht Gott hat. Dass seine Macht wird geopenbart worden für die Menschen. So heilt diesen blinden Menschen, die wir sein. Und dass wir deswegen, dass wir nicht, dass er hat einen Sinn begonnen oder seine Eltern. So das ist nicht immer so, aber da sind verschiedene Städte, wo wir lesen von, wo das erst wegen eine Sinn, wo die gelebt haben und die sind krank und dadurch machen die Lieden. Und so hier, wenn wir wieder gehen auf Vers 3,
Eerst dat Paulus daar abmunteren, ze zullen im Beten blijven, en so wieder. Und nu fragt hier nur Gebet für sich selbst. Hier fragt nur Gebet. Kolosser 4, Vers 3, der dritte Vers sagt, das bet auch für uns. Dass Gott mag eine der Aufmerkung für sein Wort, in dort wie das Geheimnis von der Radung durch Christus predigen kann. Dort ist, wo wir ihn eigentlich ansetzen. So, das ist interessant, wenn wir das hier ein bisschen betrachten, dann wird Paulus hier fragen. Er fragt nur Gebet für ihn, nicht bloß für sich selbst, aber für die, wo er mit Taub ist, im Gefängnis vielleicht, und der wird mit am sein. Er sagt, bet für uns, dass Gott mag nicht der aufmerken, dass sein Wort wird gepredigt worden. Das haben wir nicht der aufmerken. Und dann sagt er, das ist, wo wir hier im Gefängnis sind. Wenn er dort mit studieren, das wird für Gefängnis wären, zu der Zeit in Rom, dort wird nicht nur sagen, gute Zeit werden zu sein. Und hier hat er, das wird, wo er heute werden wird. Und nu fragt er nach einer Gelegenheit, normale Gelegenheit, sein Wort zu predigen. Und dann würde sie denken, dass wir noch wieder in der Gefahr saßen, dass er wohl länger im Gefängnis bleiben muss, wenn er durch eine Frau und er sein Verlangen dort ist. Wo er fragt, nicht Gebet, bet für uns. Sie hatten eine solche eine gute Gelegenheit gehabt. Ich weiß nicht, er fragt hier nicht, dass er im Gefängnis rauskommt, aber dass er nicht der aufgemerkt worden, dass er kann predigen. Vielleicht meint er im Gefängnis, sondern was er im Gefängnis vielleicht wird begegnen, dass er eine Gelegenheit hat, sein Wort zu predigen. Das heißt vielleicht nicht, dass sie sollen beten, dass er im Gefängnis soll rauskommen, dass er kann sein Wort mitteilen. Weil das ist, worum sie dabei wären. Sie hatten eine gute Gelegenheit, als irgendwie in Gefängnis gestoppt worden, für sein Wort predigen. Da haben sie eine gute Gelegenheit, wem eine Gott zu laden. Das wird also eine Zeit in einer Sorte, wir sind eine römische Kolonie, die gingen so rum, Paulus und Silas und Meier mit seinen Partnern gingen da rum und die das Wort predigen, und verteilten Menschen, wo sie säulig wurden und so wieder. Und das wird nicht sehr gut angenommen von den Menschen da. Du wird ein junger Frühmensch, was du ein Gäst hat von Wahrsein. Das wird nicht ein guter Gäst, das wird ein schlechter Gäst, was sie hat, und sie gehen rum, der Wahrsein. Und das wird eine Sklavesfrüh, die gewisse Männer hatten als ein Sklav. Und sie die Geld merken für diese Menschen. Menschen sein, Wahrsein für ihr Leben. Und sie kamen, Paulus und Silas, und kamen hier ran, und der Bord hat ganz angehört. Und das sagt in der Apostelgeschichte, der saß hier, ich habe von dieser Geschichte lesen, sagt Vers 17, dit Frühmensch kam Paulus in uns heran und schrie, diese Männer sind der allerhöchste Gott in deiner, die uns sagen, wo wir können seilig worden. Das ist ein Tag nach dem anderen. So das bin ich bis einmal, dass sie an herankommen und sehen das hier, aber das ist ein Tag nach dem anderen, dass sie das. Bis Paulus durch so verdrießlich wird, dass er sich umdreht, en te den Jes seed, ik je bij die, en Jesus Christus zijn noemen uit haar ruimte komen. En voorts verleidt de Jes haar. Aber als Mannen sagen, dass Hoffnung ab die Wens weich wird, und sagen das hier an, dass das wird die Geldmerkerie, was sie haben, durch diese Früh, nu wollen sie das hier an, das wird nu durch, nu werden sie sehr doll. Sie nehmen Paulus und Silas und schlappten der ab den Marktplatz firm gerecht. Die brachten die für die Rechte und sagten, das sind jüdische Männer und bringen unsere Stadt in Abrüh. Und was sie lehren, können wir nicht annehmen und nicht mitmerken, weil wir Römer sind. Dort Volk reiht sich ab, jeden an zu gehen, und der Rechte befahl an, die Kleider vom Körper zu richten und zu verheben. Und als sie am Gold verklappt hatten, schmeiten sie an in das Gefängnis und befahlen den Gefängniswärter an der Sache zu hauen. So, das Gefängniswärter wird geboten, er soll Sache mehr und er soll das vornehmen, Gefängnis nehmen und er soll der Sache bleiben. Und dann sagt er, und die willst dort von ihm verlangt wird, stoppt an im bändigsten Gefängnis und schlägt die Feit in einen Klotz nehmen.
So haben wir die Kinder und sie schloten ihn an in ein bannisches Gefängnis. Wir haben uns gedacht, dass vielleicht ein Gefängnis hier war, wo da vielleicht viele deren sind, viele Gefängnisse hier war sind. So er will sagen, dass die wollen hier bleiben. So er schloten in ein bannisches Gefängnis. Und er feit in sie festgehalten in einen Platz, vielleicht mal billiger sein, wo sie die Israelität einmal bei ihm haben festgehalten, haben sie halt einen Platz und er feit die Bahn und an der festgehalten, dass er nicht für den kann. Und sie dort haben sie das hier, sie dort festgemerkt. Und sie hat gemerkt, die wollen hier nicht rückkehren. Und das Gefängnis war, das sollte nur sein, dass die nicht wollen rückkehren. Und dann sagt er in Vers 24, über Mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und sungen leider Gott zu loben. So hier gingen sie in eine Gebetszeit mit Gott. Mitten dessen Zeit, wo sie jetzt haben, reich verschlauen, die Krähen, vielleicht blauderig gekielt, merke ich mir deutlich, und hatten einen Fuß geschnallt und Sache gemerkt, sie wollen nicht rückkehren. Und ich habe mir gesagt, sie sind hier in Grotte, weil ihr warst, und was tun sie? Sie jammern hier gleich. Sie loben und preisen und beten zu Gott. Kennt ihr Grund, als sie wegen der eigenes Wort? Und sie singen leider zu Gott und loben ihn. Und der andere Fuß genommen, und was der Band wären, der Hirten dort. So hier wird eine Singstunde, eine Gebetsstunde, und das andere, was im Gefängnis wäre, der Hirten dort. In seiner Zeit zu beten bloß. Beten und Gott danken. Das ist eine interessante Geschichte, ist das. Dann sagt er, über Mitten in der Nacht. Dann sagt er in Vers 26, und plötzlich kam durch ein großes Erdbeben, dass der Gefängnis ab der Grundfeit schadet. Fuß besteht, gingen alle deren auf und fallen alle Ketten auf. So, als das hier top werden, sie werden nicht einig geworden, sie wollen beten und Gott loben und preisen und singen und so weiter. Wir sind sich einig geworden, wo die Ketten losmerken. So, da wird ein großes Erdbeben, das ganze Gefängnis hat schadet und die Ketten fallen los. Und wenn wir die Geschichte wieder lesen, dann, ich will die nicht wieder lesen, aber wenn wir sind uns vielleicht bekannt mit dieser Geschichte, als die Ketten losgefallen werden, die deren werden alle auf und das der Security Guard hier, als der immer sagt, dass die deren werden auf und er dachte, bis ich so, die werden alle weich heran sein und haben wir angestellt, da abzupassen, dass die nicht weichkommen. Sondern es steht, die werden eine große Lebensgefahr, und das soll so passieren, dass durch die Zeit, wo sie sollen abpassen, eine gewisse Person, und die werden da weichkommen, werden weich heran, dass sie werden in eine Lebensgefahr. So, das hat er auch. Als er sagt, dass die deren werden alle auf und er dachte, bis ich so, die werden weichkommen und dann haben sie sich schwer, weil sie sein Leben nehmen. Aber dann sagt Paulus, dass er soll sein Schwert weichleihen, soll weich treten. Wir sind alle hier, sagt er. Wir sind nicht weicherand. Und das kann er nicht begreifen. Das wird am Abirms abfallend. Das mögt am Frauen. Was ist das mit uns, dass Jesus das tun? Er sagt, was, sie werden die predigen, das Evangelium, das Böse können geraten werden. Die fragt er hier, sagt er, wo kann ich seilig werden? Was muss ich tun, dass ich kann seilig werden? So hier hat Paulus eine Gelegenheit, das Wort mitzuteilen und mitzuteilen, wo sie können geraten werden. Und dadurch kam er zum Glauben, auch seine ganze Familie, kam zum Glauben und sie leiten sich deuten. So diese Gelegenheit hat er hier durchgehabt. Und das ist vielleicht, nur vielleicht herbei, dass sie wahr waren, ohne der Hand, sein Wort zu predigen, dass Menschen können zum Glauben kommen. So das ist interessant, wohin eine Frau hat. Wenn sie in so eine große Gefahr wären, verkehlt zu kriegen vielleicht, oder was immer das ist, haben wir wegen Balance, durch die Frauen, und früher die Gebet. Und dann Vers 4 sagt er, bet Gott darum, dass ich das mag so klar sein, als ich soll. So er will haben, sein Verlangen wird, wenn er die Gelegenheit kriegen, ich spreche, dass sie die Gelegenheit kriegen, dass sie eine Übung der kriegen, und wenn sie der ist, dann sagt er, bet, dass ich das mag so klar sein, als ich soll. So klar sein, als du was haben, Gott. So klar will ich das deutlich merken. Weil je einmal dat bruk gebed en praten, dat Gott einem wat die Wert geben und die Klarheit geben, dat wird so ver te bringen, dat er wat eine Meinung haben, dat er wat klar reden, zu dem, was er tauhorchen tun. Nicht nur das andere, was wir einmal wollen haben, was sie wollen hören, oder was sie sich vielleicht fühlen, oder was sie sollen nur Frauen, oder was sie sollen das Wort predigen, aber das Gott das will haben. Dass sie wollen so klar reden, als Gott das will haben. Dass sie wollen nicht reinhauen. Gott sein Wort ganz predigen. So dass es für uns von der und nach haben. Die Prediger sollen alles predigen, das ganze Wort predigen. Nicht bloß Wort, wo sie sich da rücksehen, was da vielleicht passend ist, zu gewissen Menschen, was da verlangen, zu hören, was sie wollen hören.
dass die Schrift sagt, dass in der letzten Zeit waren so eine Sinn, die wollen gleich in der Wirklichkeit nicht Wort hören. Die wollen bis horchen, wo ihre Ohren nur kitteln hat. Und einige Menschen, die dann noch predigen. Aber Paulus sein Verlangen ist nicht so dort. Er sagt, ich bete, dass ich was so klar reden, als ich soll. Und dat braucht Gott seine Kraft, das zu tun. Du willst früher ein Gebet dafür. Er früher ein Gebet dafür. 1. Korinther 2, Vers 4 sagt, dass meine Lehre und meine Predigt wirkten nicht dadurch, dass ich großartig wird und menschliche Weisheit brauche, aber dadurch, dass Gott seinen Geist mit viel Kraft wirken lässt. So, da braucht Gott seine Kraft. Gott seine Kraft durch die arbeiten dort die predigen doen, dat die worden dat wordt geen predigen doen als het zal. Dat braucht eine Kraft von Gott. Und dann der 5. Vers, 3. Kolosser 4, der 5. Vers sagt, dass der leeft wijs für die, die noch nicht zu der Gemeinde hören. So, sind es dort, sagt er, der wird noch nicht zu der Gemeinde hören. Und in Kolosser, die wir noch, da wir eine andere Gruppe, die zum Glauben gekommen wären, wo wir viel sind, die wir noch gleich zum Glauben gekommen, die hören noch nicht zu der Gemeinde. Aber er sagt hier, sie sollen wijs leben. Leeft wijs zu die, für die, die noch nicht zu der Gemeinde hören. Und sagt er, in doute Tijd Gott brücken. Die Tijd, wat endlich geworden ist, die Gott brücken, die uitnutzen. Leeft wijs voor die. Hij zegt, en ze zullen de gelegenheid wat endlich geworden, zullen ze waarnemen en dat doen wat ze zullen doen, die tijd wat ze nog hadden. Kijk ze als het met ons ook. We hebben een gewisse tijd wat ons geworden is. Und uns hast du auch die Zeit uitnutzen, die Zeit Gott brauchen. Weil die viele Menschen, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, die lesen gleich die Bibel, die wissen gleich, was sie sollen tun, die haben keine Idee, was sie sollen tun in ihr Leben. Aber die beobachten die Christen, wie wir als Christen uns was sehr beobachten, von denen wir nicht Christen sind. Oftmals sagen sie, oh ja, das soll sie in Christen antippen, wo die leben nicht. Wir sollen weise leben für so eine Stadt, was auch nicht die Gemeinde hier tun. Ich kann mal hier sagen, dass einige Menschen sagen, sie, du bist der einzige Bibel, was die Menschen jemals lesen tun. Die leben, wo die leben, das ist die einzige Bibel, der einzige, was die lesen tun. Die passen sehr ab, nur die Christen. Wo die leben tun, wo sie sich verhalten tun mit diversen Dingen, wo sie band sind und wo sie sich abstellen damit. Wir sollen unsere Werke und alles, was wir tun, sollen die morgen kennen, dass da was anderes ist, als sein Leben, als sie tun, sein Leben, als sie führen tun. Das soll mit uns Leben zu sein. Matthäus 4, Vers 16, der Vers wird wieder jeder Sinn nach einer Bulletin haben, das ist ein sehr wertvoller Vers, sagt, dass Leute Licht für Menschen schienen, dass sie jene gute Werke sein und jene Futter im Himmel dürfen erlauben. Dass Gott wird gelobt worden, dass das worden sein kann. Hier ist was anderes, als was wir sind. Und da uns beobachten, dass das kann sein, und Gott loben dafür. Wir uns als zurückgeschickt worden, sehen, wo die predigen und zu leben, du nur, als Gott das gefährlich ist. Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus, seid mal, ich schicke euch als Schub, Mäden, manche Wilf. Du wen sieht klug als Schlangen und aschelig als Düven. So hat er uns zurückgeschickt, manche Wilf. Wat de rieten zijn, wat gefährlich zijn. Door heeft ons man geschickt, gewoon dat woord predigen en te leven, doen dat we worden een Zeugnis zijn voor Gott. Dan zegt hij, we zullen klug zijn zoals Schlangen. Schlangen, maar die studeren, dat zijn zeer kluge. Dat zijn kluge, die kan zeer snel zijn, die kan zich eens voor pleitsch manschlikken, zei eens wat. Dat zijn klug. Dan zegt hij, we zullen klug zijn zoals Schlangen, über aschelig als Düven. En Düven, dat zijn nicht gefährliche Vögel. Für Düven können sich Angst haben. Keine Tiere oder eins, was die Angst haben für eine Düve. Das ist eine Düve, das ist sehr gentle. Das ist nicht gefährlich. Das können ihr voran. Und das soll wie sein. Das ist Düven. Das sie nicht Angst haben vor uns. In Vers 16, Epheser 4, Vers 16 sagt er, nützt die Zeit uit, wir sollen erst eine schlechte Zeit. So hier sagt er auch, sagt Paulus auch zu der Epheser, nützt die Zeit uit.
Kijk, es Vers 4 sein, denn in dort der Tiet Gold brücken. Er sagt, nützt der Tiet ut, willst du erst eine schlechte Tiet, oder erst eine Tiet, wo das fehlen, der Tiet ut zu nutzen. Wie man noch vorsichtig sein, wann wir mit anderen Menschen mitteilen, wo wir mitteilen tun. Weil das ist nicht immer eine passende Zeit, Gott sein Wort mitteilen mit gewissen Menschen. Einige Menschen, die haben sich das fragt, der kleine Buben Raum. Die wollen gleich erst, das ist eine Zeit, das ist eine rechte Zeit für alles. Das ist eine rechte Zeit, Gott sein Wort mitteilen, aber ihr nicht abpassen sein, wo die Person ist, ob eine offene der ist oder nicht. Matthäus 7, Vers 6 sagt, dass jeft der Hoing nicht, was herrlich ist, und schmied jene Perlen nicht für das Schwein. Dass das nicht unter der Feit kriegen. So Gott sein Wort ist viel zu herrlich, haben dort unvorsichtig gebrochen. Dort muss eins für unvorsichtig, eins für das verschmieden sein. Kicken, und das wird der Schrift sein, dass du bist ein Sinner, du jetzt nach Halen sie wieder, und das wird der Schrift sein, dass die, weil die wollen, die rumklingen, sich fragt haben, die eben sie wieder. Wie man vorsichtig sein, wo wir Gott sein Wort brochen, unter Menschen. Man weiß sein, man so eine Stadt, was er noch nicht die Gemeinde hier hat. Der Zeit utnutzen, kicken, wo wir sind und wo wir nicht gelernt haben, über viel mehr Initiativen bloß leben, dass er uns Leben beobachten kann und dann sich nur rechten kann, was der Unterschied ist zwischen, sondern was der Gott in die Gemeinde hier oder nicht, was er noch Büten sind. Und oftmals, Jesus, das gleich so, er wird sehr weise, mit wer heute sind, dort reden leid. Er braucht oftmals bis Gleichnissen. Er sagt euch, legt Hauptlos so und so sagt die Schrift. Er braucht Gleichnissen, um zu den Menschen reden. Wo hat er gewähnt leid? In Markus Kapitel 4, da hat vertelt ein Gleichnis von einer gewissen Person, die der Sodsträhn leid. So, da braucht ein Gleichnis von der Sodsträhn. Und was das so leid? Da ist das Sod einzig Fall am Weg, ein Wort von dort Fall ab Steine, wo sehr wenig Erd wird, meistens Steine, ein Wort von dort Fall man Disteln, man Speckers, aber Wort von dort Fall auch man gute Erd. Da wird es fruchtbar, das braucht viel Frucht. Und das Beispiel hat Jesus der jetzt verteilt, und dann Luther sagt in Vers 10, Markus 4, Vers 10, sagt er, als Jesus allein wir, kämen sie nicht 12, in noch andere, nicht bloß allein, auch noch was andere kämen auch in der Frühen, was das Gleichnis bedienen soll. Sie sehen, was meint das Gleichnis, was die hier vertalen ist, was bedient dort? Er sagt an, jüd erst dort gegeben worden, dort Geheimnis von Gottes Recht zu verstehen, über die noch Büten sind, also was noch nicht die Gemeinde hier und da, muss alles durch Gleichnis geredet worden. So er sagt, das ist dort heute gewähnt. Der muss mit verschiedenen Gleichnissen gebraucht haben, zu reden. Aber sie hatten also viel Verständnis, die können aber gleich reden. Und so müssen wir auch, wenn wir vorsichtig sind, wo wir reden, dann sind es dort. So, und er sagt, von dieser Person, was er von reden, das ist eine Person, die sein Wort predigen tun. Er sagt, Vers 14, wer das sagt das Wort. So, das sagt hier, wie ihr meint, Gott sein Wort zu predigen. Und dann der letzte Vers 6, da sagt er, wo sie reden sollen. Er sagt, jün reden soll immer leiftulich und interessant sein. Reden soll leiftulich und interessant sein, mit Leib reden. Nicht hunsch, mit Umgehen mit einer Person in der Verdammt. Aber leiftulich sein, es soll interessant sein. Andere Übersetzung sage ich mit Salz bestreut. Es soll eine Geschmack haben, es soll einen guten Geschmack haben. Wenn wir eins früher, wenn wir denken dann an Eten merken, wenn eine Multi gemerkt hast, in der Hand für jeden, der Salz macht, das schmeckt Fleisch, kann er schmecken, das fehlt was, das wird arg. Und hier sagt er, das soll mit Salz bestreut, das ist eine interessante Rede habt. Das hat bei mich dient, in jedem sollte antworten, dass das Gott für arm ist. So sagt er, hier sollen sich bemühen, in jeder mein antworten. Das soll bitte kommen, wo die Frauen stahlen wollen. So hier sagt er nicht, hier sollen jeder mein so reden. Aber sagt er, sollen jeder mein antworten. So, da wollen Frauen stahlen. Und wenn die Frauen stahlen, dann sollen die so eine Antwort geben, dass das Gott ist für die Person. Dass sie bereit sind, eine gute Antwort zu geben, was der Gott ist für die Jahre, was die Frauen tun.
So, dann müssen wir uns einmal vielleicht selbst sehen, wo ist unser Vertal, wo ist unser Reden, wenn wir mit anderen Menschen kommen. Wo kriegen wir die Bedeutung, dass wir da können reden entstehen von Gott sein Wort, oder von was Gott verlangen will haben, oder was tun wir? Wo ist unser Vertal? Ist das interessant, der wir uns tauchen tun? Weil die einzige Mal ist es ganz leicht, zu so einer Vertalung von der Schrift, was wir auch im Glauben sind, wenn wir hier taub kommen, dann als die Schwester, wir kommen taub und wir unterhalten uns von der Schrift, das ist ganz leicht. Da werden wir uns gleich fair, das ist ganz leicht davon zu reden. Aber so noch was noch nicht im Glauben sind, was der Weltmenschen sollte sein, und was der Schrift von reden hat. Dort so eine Stadt von Gott sein Wort zu reden und damit anzufangen, an Weise wir zu brauchen, wo zu reden. Das braucht wirklich Weisheit und das braucht Gebet. Gott und Frau, dass er uns leiden hat, im Jes nu. Dass wir so reden wollen können, und wenn wir Frauen stellen, dass wir wollen können, der Antwort geben, was er fehlen hat, was er kann gut sein für ihn. So, ich glaube, wir müssen uns selbst einmal sehen, wo reden wir, wo ist unser Rede? Psalm 37, Vers 30 sagt David steht, ut der gerechte Mühl kämpft Weisheit, in seine Zunge redet, was recht ist. Seine Zunge redet, was recht ist. So, das ist, was der letzte Vers von reden hat. Und ich weiß nicht, für Jünt über mich, wie das war eine wirkliche große Freude war, das zu studieren, was hier zu sein wir und was zu anzureden von diesen Versen, wo wir als Gemeinde sollen leben, besonders im Gebet, wo uns Gebetsleben soll sein, als Gemeinde und auch als einzelne Person, persönliche. So, ich bin wirklich gesehen, als ich das studieren und das durchgekommen bin. Ich habe meine Hoffnung, dass ich das sehen sind für Jünt und dass das uns geben, uns alle über nur zu denken und nur zu studieren und sein Wort die Schrift zu sein und wo wir das sollen anwenden in uns Leben. Nicht bloß das hier und davon für jeden, aber wo können wir das anwenden in uns Leben? Jeden Tag das so anzuwenden, als ich das hier hat. So werden wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wie kommen wir fertig von der aus Marius zum Schluss von dieser Andachten. Ich danke dir, Gott, für diesen Brief, der geschrieben wird, zu der Kolosser, und der wir auch annehmen, als von das auch zu anzureden hat, und wie weit das auch willst du hast, auf vielen Städten du abschreiben, dort, wo nötig ist, dort erst, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben sollen, dass wir im Gebet nicht die kommen und mit all unsere Dinge aufmulstern, dann für jetzt wieder zu tun, dann brauchen wir unsere eine Kraft und unsere eine Weisheit zu tun, was wir leben, was das soll sein, in der Stadt, dass wir nicht die kommen mit alles. Help uns, Gott, wenn wir in den Fall ankommen, wo uns das fehlen, dass wir das wollen sein, dass wir das weiten können, dass wir abhängig sind an die in alles, was wir tun. Und dann, was von den Umständen wir werden sein, dass wir wollen zu allen Tiden einmal ein Verlangen haben, die zu kommen. Und auch, dass wir wollen lernen, was die Willen ist für uns, dass wir wollen können, den Willen beten, dass wir nicht wollen so beten, dass wir uns das wollen selbst uns befriedigen, unsere eine Last zu befriedigen. Das Jakobus sagt, dass wir das wollen, dann nur aus den Willen ist, dass wir groß unsere Gebete erhören. Ich danke dir, Gott, für das Wort von diesem Brief in Kolosser. Ich bete, dass du uns alle segnen und dass du uns in den Weg leiten, wenn wir auf den Weg gehen und was immer wir befinden, wo wir uns befinden, dass wir wollen die anrufen zu allen Tiden, dass wir wollen nicht abhören mit Beten. Auch das Policy sein, dass wir sollen anhalten bleiben im Gebet. Wir nicht sollen abhören mit Beten, aber anhalten bleiben. Das ist, was du was haben von uns allen. Und ich danke dir dafür, und ich bete, dass wir das möchten. Wirklich tun, was dein Wort sein wird. Nicht bloß hören, aber auch tun, was dein Wort sein wird. Ich bete in Jesus' Namen mit Danksagung. Amen.